Willkommen bei den Infinite Storyscapes, dem Podcast, in dem Frauen, die die Region Kärnten, Steiermark, Slowenien mitgestalten, zu Wort kommen. Zu Gast in dieser Episode der Infinite Storyscapes ist Frau Gabriele Berg. Frau Berg ist 2005 an die TU Graz berufen worden und forscht und lehrt am Institut für Umweltbiotechnologie, das sie auch leitet. In ihrer Heimatstadt in Potsdam baut sie derzeit ein Zentrum für Mikrobiommanagement auf. Wir sind noch ganz am Anfang der Entdeckung der Mikrobiome, sagt Frau Berg. Über Jahrhunderte waren Mikroorganismen als Krankheitserreger gefürchtet, jetzt sieht man in ihnen das Potenzial für die Gesundheit. Heute weiß man, dass diese Gemeinschaft von Mikroorganismen, eben das Mikrobiom es ist, das alles verbindet und wie bedeutet die Vielfalt der Mikroorganismen für die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen ist. Als Frau Berg in den 1990ern promovierte, war die Erforschung des Mikrobioms noch ein wenig beachtetes Thema. Heute spielt die mikrobielle Ökologie sowohl hinsichtlich nachhaltiger Lebensmittelproduktion als auch in der Medizin eine sehr bedeutende Rolle. Und Frau Gabriele Berg hat mit ihrer Forschungsarbeit wesentlich dazu beigetragen. Was hat Frau Berg als Jugendliche so begeistert, dass sie sich für ein Studium der Biologie entschieden hat? Was für Möglichkeiten hatte sie in der damaligen DDR? Im Vergleich von Potsdam und Graz heute, wo sieht sie Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede? Wo treffen wir auf Ergebnisse ihrer Forschungsarbeit? Was sind in Zukunft die Herausforderungen aus Ihrer Sicht in Ihrem Forschungsbereich? Hören Sie nun Renate Rogi-Kulmbrat im Gespräch mit Frau Gabriele Berg. Ich freue mich heute, Frau Professor Gabriele Berg im Zuge unseres Projektes Infinite Storyscapes begrüßen zu dürfen. Gabi, du bist in Potsdam geboren und lebst mit deiner Familie seit 2005 in Graz. Darf ich dich bitten, dass du dich selbst kurz vorstellst? Ja, sehr gern. Ich bin im Jahre 1963 in Potsdam geboren, bin dort aufgewachsen und auch zur Schule gegangen und dort wurde auch mein wissenschaftliches und insbesondere naturwissenschaftliches Interesse sehr stark geweckt. Nach dem Abitur habe ich mich entschlossen, Biologie zu studieren und aus diesem Grund bin ich dann nach Rostock gezogen, also an die Ostseeküste gen Norden. Ich habe dort dann studiert, Biologie mit dem Schwerpunkt Ökologie und habe danach ein Forschungsstudium an der Universität Greifswald angeschlossen. Durch die Ausrichtung auf die Ökologie wurde mir bewusst, dass unsere damalige Ausbildung ein Defizit im Bereich der Mikrobiologie hat. Und deshalb habe ich dieses Forschungsstudium an der Universität Greifswald gewählt, um mich hier intensiver mit der Mikrobiologie auseinanderzusetzen. Ich bin dann aber wieder zurück an die Universität Rostock und habe dort promoviert und habilitiert, habe meine Familie begründet, 2 Kinder bekommen und habe dort 15 Jahre an der Universität Rostock gewirkt, bevor ich dann nach Graz gezogen bin. Und in die Steiermark hat mich sozusagen die Berufung geführt, da ich dann einen Ruf hier an die Technische Universität Graz bekommen habe im Jahre 2005. Wenn ich doch ein wenig zurückgehen darf, du hast jetzt naturwissenschaftliches Interesse genannt. Was war es im Detail, dieses naturwissenschaftliche Interesse, das du an dir erkannt hast und das du fördern wolltest? Also zum einen kommt sicherlich das naturwissenschaftliche Interesse aus dem Elternhaus, also aus dem Spazierengehen, aus dem Wandern in der Natur, Beschäftigen mit den Vögeln, Pflanzen der Umgebung, was ich durch mein Elternhaus erfahren habe. Also mein Vater war Biologie-Chemielehrer und insofern hat er sich natürlich auch immer sehr viel für die Umgebung interessiert. Es gab aber noch einen zweiten Faktor und das war die Schulbildung. Also ich bin ja damals in Ostdeutschland zur Schule gegangen und da gab es nur einen einzigen Schultyp, das war die Polytechnische Oberschule.
Und wir hatten also sehr viel naturwissenschaftlichen Unterricht. Das Ganze wurde dann noch verstärkt am Gymnasium. Da gab es ein Fach wissenschaftlich-praktische Arbeit. Und da gab es verschiedene Projekte, denen man nachgehen konnte. Und ich wollte unbedingt was Biologisches machen und habe also damals ein Projekt ausgewählt. Da ging es um die Wassergütebestimmung der Havel mittels Algen und kleinen Protisten. Und als ich da an der Universität Potsdam dann gearbeitet habe und durchs Mikroskop geschaut habe und zuerst eben diese Proben geholt und dann angeschaut, also da wusste ich wirklich, dass es das ist, was ich machen möchte. Und ich gehe eigentlich dann noch heute sehr gerne vorbei an diesem Institut und sehe mich da als 16-Jährige sozusagen diese Vielfalt der Organismen in einem Wassertropfen studieren. Und da habe ich mir dann gedacht, also so viel wie leben wir in einem Wassertropfen, wie viel mag der erst im Boden sein oder in all diesen ganzen unsichtbaren Dingen. Also das war diese beiden Punkte, also mein Elternhaus und die Schulbildung, die haben mich ganz stark dorthin geführt. Ehrlich gesagt habe ich dann noch eine kleine Runde gemacht. Also die Lebensläufe sind ja nicht immer so ganz glatt und klar. Und damals in der DDR durfte man nicht studieren, was man möchte. Also das ist nicht das österreichische System, sondern es war sehr, sehr schwierig. Man musste eigentlich studieren, was gebraucht wird. Und zum damaligen Zeitpunkt herrschte ein Lehrermangel. Und ich hatte eigentlich nur die Möglichkeit, dann das Lehrerstudium auszuwählen und habe dann Biologie-Chemie-Lehrerin ausgewählt und habe dann aber durch verschiedene glückliche Umstände, die recht kompliziert waren, ist es mir aber gelungen, sozusagen auf das Biologiestudium überzuwechseln. Und jetzt bin ich ja beides. Ich bin ja auch Lehrerin, ich bin ja Hochschullehrerin und sehe mich halt auch sehr stark als Lehrerin, aber natürlich auch als Forscherin. Das ist ja eine Möglichkeit, die man dann an der Universität viel stärker in Anspruch nehmen kann. Du leitest seit 2005 das Institut für Umweltbiotechnologie an der TU Graz und seit 2021 auch verschiedene Abteilungen am Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie und der Uni Potsdam, deiner Heimatstadt. In deiner Forschung beschäftigst du dich mit der Gesamtheit aller Mikroorganismen, Bakterien, Viren, Pilze in speziellen Lebensräumen. Zum Beispiel, ich war ganz begeistert, wo ich das erste Mal von deiner Arbeit rund um die Erdbeere gehört habe. Du hast dich mit Kürbissen beschäftigt, mit steirischen Kürbissen oder auch mit Salatpflanzen und ihrem Mikrobiom, sozusagen der Gesamtheit aller Mikroorganismen. Kannst du kurz erklären, wie du vorgehst? Was ist das Ziel deiner Arbeit? Ja, ich hatte ja schon erläutert, dass dieses Interesse an der Ökologie und dann ganz im Speziellen an der mikrobiellen Ökologie, also die Ökologie der kleinsten Lebewesen, aus meinem Studium wurzelt. Und ich hatte eigentlich auch, muss man sagen, durch die politische Wende in der DDR dann die Möglichkeit, dieser Forschung auch nachzugehen. Es ist ja so, dass 1990 habe ich an der Universität Rostock angefangen zu promovieren. Und das war ja genau das Jahr der politischen Wende. Und danach sind die Universitäten ja vollständig restrukturiert worden. Und das bedeutete, in Rostock gab es in der Mikrobiologie außer mir eigentlich niemanden. Und das war auf der einen Seite natürlich schön, weil ich mir mein Forschungsgebiet selbst suchen konnte.
Und auf der anderen Seite war es eine große Herausforderung, weil niemand da war, der die Vorlesung und die Labore abhalten konnte. Also das habe ich gemacht. Und ich habe mir auch diese Nische, diese Forschungsnische gesucht. Das ist ja nicht einfach. Normalerweise hat man ja Doktorvater oder Doktormutter und bearbeitet deren Themen, kann die dann geringfügig modifizieren und eventuell auch mal was Neues entwickeln. Aber damals war es eben wirklich möglich, was zu machen, was man sich selbst überlegt hat. Und ich fand eben dieses Gebiet am vielversprechendsten. Und ich habe damals eigentlich schon an angewandten Fragestellungen gearbeitet. Ich wollte nämlich wissen, warum werden Erdbeeren krank oder beziehungsweise warum werden sie nicht krank? Und insofern war die Erdbeere wirklich eins der ersten Objekte. Nicht nur wohlschmeckend und schön aussehend, sondern auch forschungsmäßig sehr interessant. Und wir haben da eben ich habe damals eben wirklich ganz intensiv daran geforscht, zu verstehen, wo kommen die Krankheitserreger her, wann dringen die in die Erdbeerpflanze ein und was kann man natürlich tun, um zu verhindern, dass Krankheiten ausbrechen. Und das habe ich damals an der Universität Rostock gemacht. Dann in meiner Promotion, später auch in meiner Habilitation. Da gab es dann auch schon noch mehrere Pflanzen, also den Raps und die Erdbeere. Und im Prinzip ist die Forschung immer beidseitig. Also zunächst auf die Grundlagenforschung ausgerichtet gewesen, dann man wusste einfach nichts über das Mikrobiom der Erdbeere und man wusste auch nicht, welche Mikroorganismen leben in der Rapswurzel. Und insofern gab es erstmal immer diesen Schritt des Erforschens und dann aber auch den Versuch, sozusagen gleich die Ergebnisse in die Praxis umzusetzen und zu lernen, wie kann man die Erdbeeren besser anbauen, wie kann man sie ohne Dünger anbauen, wie kann man weniger Pestizide verwenden. Und dieses Spektrum, das hat sich dann in der Steiermark natürlich ausgedehnt. Und da habe ich mich ganz besonders auf den Wein gefreut und natürlich auf die Ölkürbisse. Und das ist schon für mich immer noch faszinierend, wie spezifisch das Mikrobiom der einzelnen Pflanzen ist. Also das ist ja über Koevolution in Jahrtausenden entstanden. Und das ist schon sehr faszinierend, wie sich das herausgebildet hat. Wenn du einen Kürbis aus der Steiermark mit einem Kürbis aus einer anderen Region vergleichst, wo siehst du dann die Unterschiede? Also zunächst würde ich sogar die Gemeinsamkeiten sehen, weil das Mikrobiom einer Pflanze wird sozusagen an die nächste folgende Generation weitergegeben über den Samen. Und das ist ungefähr 50%. Also es ist mindestens die Hälfte der Mikroorganismen, die also weltweit gleich ist. Und das Spezifische sehe ich dann an den anderen 50%. Das sind nämlich die Mikroorganismen, die dann aus dem Boden oder aus der Umwelt aufgenommen werden und die auch eine Anpassung an die lokalen Verhältnisse bewirkt. Das natürlich mit dem Ölkürbis ist das ja ganz spezifisch, weil der Ölkürbis ist ja eine Mutante, die hier in der Steiermark gefunden wurde. Und insofern ist die natürlich ganz spezifisch für die Steiermark. Und auch die meiste Züchtungsarbeit wurde hier in der Steiermark durchgeführt. Wir haben da auch eine Kooperation mit Saatzucht Gleisdorf. Das ist ja ein großer Vorteil. Die meisten Kulturpflanzen werden ja über Tausende von Jahren von uns gezüchtet. Und der Ölkürbis, den kennen wir erst 100 Jahre. Und insofern können wir da ganz genau nachvollziehen, was ist das ursprüngliche Mikrobiom, was ist das Mikrobiom der neuen Sorten, was ist das Gesunde daran, geht es vielleicht in die falsche Richtung. Für deine Arbeit, was brauchst du dazu? Was ist sozusagen die Basis, die irgendwie im Haus sein muss, damit du mit deiner Arbeit beginnen kannst?
Ja, wir haben ja hier Labore, wie es sich gehört, für ein mikrobiologisches Institut. Und in diesen Laboren haben wir sehr viel Ausstattung, um steril arbeiten zu können. Also die Mikrobiologie beschäftigt sich ja mit zwei Dingen, mit Diversität und mit Sterilität, also die beiden entgegengesetzten Dinge. Und wenn ich die Mikrobiome untersuchen möchte, dann muss ich auch steril arbeiten können, weil ich muss sicher sein, alles, was wir hier untersuchen, kommt auch wirklich genau aus dem Kürbis oder aus der Erdbeere. Und insofern haben wir gut ausgerüstete Labore mit Sterilstänken, mit Anzuchtboxen. Also im Prinzip sind eigentlich fast alle Labore der Welt gleich ausgestattet, in denen man mikrobiologisch arbeitet, und so auch unseres. Und du brauchst wahrscheinlich sehr viele fleißige Hände, die das Material dann ins Haus bringen. Ja, also am Anfang einer jeglichen Forschung steht ja immer eine Exkursion oder eine Probenahme, und die führt in die Steiermark aufs Feld. Aber wir haben auch schon ganz exotische Probenahmeorte gehabt, zum Beispiel den Aralsee in Usbekistan, oder wir haben auch einige Projekte in Afrika durchgeführt, wo wir eben auch spezielle afrikanische indigene Pflanzen bearbeitet haben. Also das steht am Anfang der Reise, und dann kommt die Laborarbeit. Dann isolieren wir Mikroorganismen, wir isolieren DNA, wir isolieren RNA oder Stoffe. Und dann kommt die Computerarbeit mit sehr viel Bioinformatik. Und zum Schluss kommt noch mehr Computerarbeit, weil die Ergebnisse müssen sozusagen wie ein Puzzle zusammengefügt werden, interpretiert werden, ausgewertet und diskutiert werden. Du hast in Gleisdorf die Pflanzenzuchtanstalt genannt. Bist du sonst in der Region auch noch verwurzelt oder vernetzt in dem Fall besser über die Grenzen hinweg? Ja, wir haben sowohl steirische Kooperationen mit den Äpfelbauern, mit den Weinbauern, mit den Kürbiszüchtern. Wir haben österreichische Kooperationen, europäische sehr viel, und natürlich auch internationale. Also wir sind vernetzt sowohl mit den Bauern, mit Forschungsinstitutionen und mit Universitäten. Was ich vielleicht noch ganz gerne erwähne, für diese Reise sozusagen von der Erdbeere zu den Daten, braucht man wirklich viele Hände. Und es ist wirklich eine Frage der Teamarbeit. Und das ist auch was, finde ich, bei naturwissenschaftlichen Arbeiten immer sehr unterschätzt wird, weil man denkt immer, Natur und Technik, da arbeitet jeder für sich, aber das ist nicht so. Also es gibt, in unserem Institut sind wir ungefähr 35 Personen, Wissenschaftler, Studierende, technische Mitarbeiter, und die Arbeit, die läuft wirklich Hand in Hand. Und das ist eben ganz wichtig, dass das auch so sehr viele unterschiedliche Expertise zusammenführt und auch ganz viel Interaktion und Diskussion benötigt. Mehr, als man sich, glaube ich, vorstellt von außen. Und an welchen Projekten arbeitest du jetzt im Moment? Wir haben verschiedene Projekte im Moment. Eines meiner spannendsten Projekte ist die Einbeziehung der menschlichen Gesundheit. Also man hat jetzt festgestellt, dass sozusagen die Früchte und das Gemüse auch ein wichtiger Teil des Exposoms ist. Also das Mikrobiom in den Früchten und in den Gemüsen. Also man hat es festgestellt, wir haben es eigentlich festgestellt. Und dass das sozusagen vom frühen Babyalter dann
bis hin, auch gerade in der letzten Phase des Lebens, eigentlich recht entscheidend ist, was man zu sich nimmt und dass man da gesundes Obst und Gemüse zu sich nimmt. Also das ist so sozusagen ein Projekt mit einem relativ hohen Innovationscharakter jetzt auch für mich, weil die medizinische Forschung ganz anders arbeitet. Also die gehen jetzt nicht aufs Feld, sondern die haben ihre Kohorten und das sind also Gruppen von Personen, die regelmäßig untersucht werden und von denen regelmäßig Proben genommen werden. Insbesondere im skandinavischen Raum gibt es das sehr häufig. Und dann kann man eben im Nachhinein die Proben von vor 20 Jahren heraussuchen und analysieren. Und da sind wir in einem großen Exposon-Projekt der Europäischen Union verbunden. Und also das ist für mich persönlich jetzt sehr herausfordernd, weil es nochmal eine neue interdisziplinäre Zusammenarbeit ist. Aber ansonsten liebe ich natürlich alle Projekte und was immer wir machen. Wir haben jetzt also ganz spannende Samenprojekte, wo wir die Samen, die waren das letzte Habitat der Pflanzen, was noch nicht entdeckt war. Also man ging davon aus, dass alle Samen steril sind. Und es gibt auch ganz viele internationale Gesetze, die sozusagen das untersuchen, also dass die Samen ordentlich sterilisiert werden. Und was man dabei nicht beachtet ist, dass ein großer Teil des Mikrobioms dadurch verloren geht. Und das ist auch ein sehr spannendes Gebiet, wo man jetzt auch feststellt, wie zum Beispiel die Mutter und der Vater sozusagen zum neuen Samenmikrobiom beitragen. Also man vererbt jetzt nicht nur seine Gene, sondern man vererbt auch sein Mikrobiom. Ja, das sind spannende Fragestellungen für die Zukunft. Wir haben jetzt über Natur und Technik gesprochen. Vielleicht sprechen wir noch auch über das Thema Frauen. Als du 2005 an der TU Graz angekommen bist, warst du die erste Frau, die im naturwissenschaftlichen Bereich mit einer Leitungsfunktion betraut wurde. Wie hast du bisher in deinem Berufsleben die Situation als Frau erlebt? Gibt es vielleicht zwischen Potsdam und Graz Unterschiede? Und was hat dich geprägt? Ja, das Thema ist ein interessantes Thema und sicherlich auch ein Thema, an dem wir noch weiter arbeiten müssen, insbesondere in Graz. Die damalige Stelle, als ich die bekommen habe und angenommen habe, das war sicherlich eine große Herausforderung. Das Ausmaß der Herausforderung habe ich zum damaligen Zeitpunkt, denke ich, nicht erkannt, was auch gut war. Dann irgendwie habe ich es ja gemeistert. Ich habe eigentlich seitdem wirklich viel unternommen, mehr Frauen auch an die TU Graz zu holen. In jeder Kommission, in der ich war, habe ich wirklich darum gekämpft. Und ich würde mir wünschen, dass es noch sehr viel mehr werden, weil meine persönliche Erfahrung ist, dass Diversität immer am besten ist. Also für die Arbeitsgruppen, für die Fakultäten und auch für die Institutionen. Und je mehr Diversität wir haben, desto besser funktioniert es. Was ich sehe, ist natürlich, dass es sehr viele regionale Unterschiede gibt, auch schon in Europa natürlich. Also wir sind natürlich geprägt durch unsere Geschichte, wo wir aufwachsen. Ich persönlich bin ja in der ehemaligen DDR aufgewachsen, wo ich jetzt die Vorurteile, dass Mädchen schlechter in Mathematik sind oder kein Interesse an naturwissenschaftlichen Fragestellungen oder an Mathematik haben, noch nie gehört hatte. Also insofern wird man natürlich doch geprägt durch seine Umgebung.
Und ich bin einfach davon ausgegangen, bis zu meinem 20. Lebensjahr, dass ich vollständig gleichberechtigt bin. Habe natürlich später erfahren, dass das nicht unbedingt so ist. Also jetzt nicht nur hier, sondern man spürt es natürlich sehr unterschiedlich in den einzelnen Teilen der Welt. Und es ist auch ganz interessant, oder was ich immer als unglaublichen Vorzug meiner Arbeit empfunden habe, ist eigentlich dieses internationale Netzwerk, was wir Wissenschaftlerinnen auch untereinander haben. Also dass man einfach sieht, wie die Kollegin in Brasilien, wie die das managt mit Kindern und einer Arbeitsgruppe oder in Usbekistan oder in Neuseeland. Und das hat mir eigentlich immer sehr, sehr viel Kraft gegeben. Und natürlich da auch bestimmte Dinge mit in das eigene Leben einfließen zu lassen, war sehr, sehr wichtig. Weil, ich meine, es gibt ja diesen Begriff des Role Models und es gibt einfach viel zu wenig. Es gab viel zu wenig. Nebenbei gesagt, auch in der DDR gab es wenig. Also die Frauen waren zwar pro forma gleichberechtigt und haben fast alle gearbeitet, aber in Führungspositionen sind sie auch nicht so vorgedrungen, wie man das so dachte. Und ich glaube, die Zahlen der ostdeutschen Frauen, die in Führungspositionen sind, die ist, glaube ich, europäisch am tiefsten überhaupt. Also insofern ist das ein Problem, glaube ich, wo wir alle gemeinsam dran arbeiten müssen. Und ich versuche es doch immer wieder, auch natürlich in meiner Arbeitsgruppe, die Frauen zu fördern oder die Diversität zu fördern. Die Männer muss man natürlich auch fördern. Also ohne Frage. Sie sind auch nicht alle gleich. Gabi, wenn du zurückblickst zu deinen Anfängen, beginnend mit der Volksschule, was treibt dich an? Wie würdest du das erklären? Ich glaube, es ist einfach die Neugier. Also ich bin so unglaublich neugierig und ich habe auch ganz viel Fantasie. Und beides war nicht sehr willkommen in meinem Studium. Ja, auch wenn man das, jetzt sieht man es vielleicht anders, aber damals war Fantasie auch was nicht in die Naturwissenschaften gehörte und auch Neugier nicht unbedingt. Und ich bin eigentlich ganz glücklich darüber, dass meine Fantasie nicht ausgereicht hat, mir vorzustellen, was aus diesem kleinen Forschungsfeld der mikrobiellen Ökologie, in dem ich sozusagen vor 25 Jahren angefangen habe zu arbeiten, was aus dieser kleinen Nische jetzt für ein Mainstream geworden ist. Also ich persönlich habe ja dieses Potenzial immer gesehen und ich musste mich wirklich dafür beschimpfen lassen. Und wir hatten auf den Tagungen, gab es dann so unter Sonstige, gab es dann irgendwie, konnte man ein Poster präsentieren oder so. Aber ansonsten waren diese Ideen von mikrobieller Vielfalt, dann haben mich die großen Professoren gefragt, naja, aber Sie müssen wohl erst mal steril arbeiten lernen, wenn Sie da irgendwas finden in Ihren Pflanzen und so weiter. Also ich musste mir da auch ganz, ganz viel anhören. Und ich habe eigentlich immer daran geglaubt, dass das so ein großes Potenzial hat. Aber vom Ausmaß des Potenzials bin ich eigentlich selbst überrascht. Also das muss ich auch sagen. Und das ist schön. Das empfinde ich schon als ein großes Geschenk. Es ist ja auch toll, die Entwicklung eines Fachgebietes so erleben zu können und mitgestalten zu können. Das war 10 Jahre lang war das nicht absehbar. Das muss man sagen. Und ich glaube, auch manche Kollegen an der TU Graz haben eher die Stirn gerunzelt, was sie sich da eingekauft haben. Und ja, aber das ist schon ein großes Privileg.
Und was sind aus deiner Sicht die Herausforderungen, die uns in der Zukunft erwarten? Ja, die Herausforderungen, wir haben so viele Krisen auf dieser Erde. Die Biodiversitätskrise, Klimawandel, Antibiotikaresistenzen, Stickstoff, Mikroplastik. Man kann sie nicht mehr an 5 Fingern abzählen, sondern man braucht schon beide Hände dazu. Und das Mikrobiom ist ja in alle diese Dinge involviert und ziemlich entscheidend. Und insofern gibt es so viele Herausforderungen. Und meine Herausforderung ist eigentlich die nächste Generation der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, von denen ich jetzt einige ausgebildet habe oder ich habe sehr viele ausgebildet, aber einige auch in der Forschung tätig sind, denen sozusagen den Weg zu bereiten, dass die diese Probleme auch lösen können. Und so weit zu instruieren, weil das sind ja so komplexe Zusammenhänge und es fordert auch so viel Mut, diese Dinge anzugehen. Und darum geht es mir eigentlich, das zu unterstützen. Ja, recht herzlichen Dank für das Gespräch. Wir haben sehr viel Neues, Interessantes gehört und freuen uns auf die Zukunft, auf die neuen Ergebnisse und neuen Lösungen, die uns alle helfen werden. Recht herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Dir auch, Renate. Bei den Infinite Storyscapes hörten Sie heute ein Gespräch von Renate Rugi-Kohlenbrat mit Frau Gabriele Berg.